Also glauben Sie, dass der Populismus in Österreich in der Politik doch in gewissen Parteien eine sehr große Rolle spielt? Ja, leider ist es so, dass also, der Populismus eine große Rolle spielt. Die Politik hat natürlich die Aufgabe, dass sie sozusagen Dinge auch den Menschen erklärt oder versucht, also Botschaften auch abzusetzen. Und da ist halt die Frage, inwieweit kann ich vereinfachen und inwieweit sind meine Botschaften so, dass sie die Menschen noch verstehen, aber dass sie gleichzeitig also auch möglich ist, differenzierte Positionen abzugeben. Das ist nicht immer leicht. Die FPÖ in dem Bereich macht sich sehr leicht. Wie würden Sie Politik in einem Satz beschreiben? Gute Politik? Gute Politik ist eine Politik, die erstens einmal die Probleme der Menschen ernst nimmt, die gleichzeitig versucht, wirklich Lösungen zu finden und nicht Menschen gegeneinander ausspielt. Und mit welchen 3 Eigenschaftswörtern würden Sie die Grünen in Oberösterreich am besten beschreiben können? Ich glaube, dass wir kompetent sind, ich glaube, dass wir glaubwürdig sind und ich glaube, dass wir auch eine ehrliche Politik betreiben. Gibt es was in Oberösterreich, was Sie derzeit konkret am meisten stört? Und wie würden Sie das lösen? Was Sie am meisten stört derzeit? Gibt es verschiedene Bereiche. Am meisten stört mich momentan, was das Bildungssystem betrifft, dass ich glaube, dass wir in diesem Bereich viel aufzuholen haben und dass wir in dem Bereich wesentlich mehr investieren müssen. Da ist Oberösterreich natürlich auch ein Stück abhängig von der Bundespolitik, weil Sie ja wissen, dass also die Verantwortlichkeiten für Schule aufgeteilt sind auf Gemeinden, auf Länder und auf Bundesebene. Ich bin der Meinung, dass wir also den Bereich der Bildung hauptsächlich zum Bund geben sollten, also dass die Länder da auf Kompetenz verzichten sollten, damit sich also konkret auch Verbesserungen für die Schüler und Schülerinnen ergeben. Okay. Moralische Grenzen im Wahlkampf, also jetzt nicht auf die Wahlslogans bezogen, sondern wie sich die Politiker zum Beispiel verhalten haben, ÖVP und SPÖ, ja, die was Fotos vom Spitzenkandidaten hergenommen haben und dann so gegen den gewettert haben. Wie weit darf man da gehen am Wahlkampf? Also ich finde, dass es also ein Wahlkampf soll der Wettkampf der besseren Ideen sein. Und man bietet das den Wählern und Wählerinnen an und dann wird man sehen, wie die entscheiden. Ich weiß als Grüner, dass ich sozusagen nicht für die Mehrheit dass ich die Mehrheit erreichen werde und es macht auch keinen Sinn, sozusagen alles nach Umfragen abzutesten und dann zu sagen, was die Menschen wollen, also sprich den Menschen nach dem Mund zu reden. Das ist sicherlich nicht richtig, aber eine Verunglimpflichung des politischen Mitbewerbers lehne ich prinzipiell ab. Man nennt das Dirty Campaigning. Das Dirty Campaigning ist eigentlich etwas, was aus dem amerikanischen Wahlkampf kommt. Ich versuche immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass das eigentlich eine Form von Wahlkampf ist, die allen nichts bringt, weil sich sozusagen die Politik damit selbst beschädigt. Also ich bin der Meinung, dass wir in diesem Bereich zwar negative Dinge, die man meint, bei anderen Parteien zu finden, auch klar beim Namen nennen soll, so wie ich das gemacht habe, was jetzt zum Beispiel die FPÖ betroffen hat, aber das klassische Dirty Campaigning, wo man also in Richtung Verunglimpflichung und teilweise auch in das Darstellen von Unwahrheiten geht oder Halbwahrheiten geht, das halte ich für absolut ablehnenswürdig. Okay, danke. Bitte.